Pressekonferenz. Bayer Leverkusen gewinnt das Achtelfinale im DFB-Pokal 1:0 gegen den FC Bayern München. Ich darf Xabi Alonso und Vincent Kompany zu der üblichen Stellungnahme begrüßen und euch natürlich auch, beginnend mit einer jeweiligen kurzen Einschätzung. Xavi, vielleicht. Ja, guten Abend zusammen. Ja, für uns ist eine sehr, sehr wichtige Nacht heute. Hier zu gewinnen gegen diese FC Bayern, das ist in der Saison. Sie haben sehr gut gespielt und hier zu kommen und zu leiden bis letzten Minuten und dass wir erreichen unsere Ziel in der nächsten Runde zu sein. Es ist top, was hat für Spiele, für alle, aber das war erwartet und am Ende wir sind super glücklich, dass wir sind im Viertelfinale. Dankeschön. Vinny, dann du bitte. Ja, erstmal Gratulation zum Kollegen für diesen Sieg. Und Fußball ist manchmal so, wir versuchen alles immer unter Kontrolle zu haben, immer zu planen, wenn wir Trainer sind. Und manchmal passieren diese Momente. Und ich glaube, von meiner Seite, es gibt immer zwei Gefühle. Das erste Gefühl ist die Realität, Fakt. Wir haben verloren und dieses Pokal werden wir diese Saison nicht gewinnen. Und das können wir nicht gut sprechen. Aber das Zweite ist natürlich, mit der Erfahrung, die wir haben als Profi-Fußballspieler, weißt du, dass in dieser Leistung auch was Besonderes war. Das war nicht nur zu zählen und dann warten, hoffen. Und das war einfach proaktiv, das war positiv. Und wenn dieses Gefühl bleibt, dann werden wir noch viele Spiele gewinnen. Aber ja, diesen Pokal können wir nicht mehr gewinnen. Vielen Dank. Dann zu den Fragen bitte. Hier auf der linken Seite Christian Kunz für die Deutsche Presseagentur. Eine Frage an Herrn Kompany. Wie haben Sie die Szene mit der roten Karte für Manuel Neuer erlebt und hatten Sie schon Gelegenheit, mit ihm zu sprechen? Ja, ein Torwart mit so viel Erfahrung. Ich meine, Marcel! Eigentlich wollte ich mich muten. Ja, müsst ihr jetzt mit leben. Wäre da reingeflogen mit dem Kopf, wenn ich an den Ball gekommen, hätte dadurch den Gegenspieler weggecheckt, hätte man gesagt, alles gut, ja, falsch eingeschätzt, passiert mal.
Aber er kam ja dahin, war in einer Situation und man hat das Gefühl so, ja, wer bin ich? Was mache ich hier? Oh, da ist ein Spieler mit dem Ball. Da war ja keine Intention zu sagen, ich spiele den Ball, ich versuche mit dem Kopf dran zu kommen oder sonst was. Es war ja nur die Intention gegeben, den Gegner wegzuschecken. So, da muss man sich nicht wundern. Ja, völlig gerechtfertigte rote Karte, Alter. In diesen Spielen musst du immer Entscheidungen treffen. In jedem Moment kann was passieren. Und es war knapp, 50-50, glaube ich. Aber wichtig ist, vielleicht in diesem Moment freie Füße von den Verteidigern, können wir alle 2-3 Schritte zurück machen. Ich glaube, Conny Leimer macht das Richtige, war noch dabei. Also es ist nicht, dass er 1 gegen 1 auf Tor ging, aber Manu hat eine Entscheidung getroffen. Und das ist Fußball. Und ja, man muss aber auch mal klipp und klar sagen, ich meine, er ist ja jetzt geschönt gesagt, aber es war die falsche Entscheidung. Und nicht das erste Mal diese Saison. Nicht das erste Mal, auch nicht das zweite, dritte, vierte, fünfte, sechste Mal. Nein, schon viel zu häufig. Ja, dafür, dass man ein Torwart beim FC Bayern ist. Sorry, das muss man mal so klar aussprechen. Ja. Und das gehört dazu. Hier auf der rechten Seite Heiko Niederer für die Bild-Zeitung. Hallo Herr Kompanie. Sie haben gerade schon über das Pokal ausgesprochen. Uli Hoeneß hat vor ein paar Jahren mal gesagt, ein Titel ist für Bayern auf Dauer nicht genug. Das war natürlich noch zu der Zeit, als Bayern immer Meister wurde und ganz oft das Double gewonnen hat. Wann war das? Ich glaube 2000, also vor 5, 6 Jahren oder sowas. Aber das Double war, also es gab sehr oft Double. Muss ich jetzt eine Antwort bieten für jede Aussprache? Nein, ich wollte einfach nur fragen, wie groß ist dieser Frust? Es kann noch 40 Jahre zurückgehen auch. Ich habe auch gestern schon gesagt, für die letzten 4 Jahre können Sie natürlich nicht. Trotzdem. Entschuldigung, keine Aussage, aber wenn wir so anfangen, dann haben wir noch bis morgen hier PK über. Die Frage ist ja, wie groß der Frust jetzt ist, auch in der Kabine, dass man eben aus dem Pokal. Ja, wie groß ist der Frust, Alter? Was ist das für eine bekloppte, verkackte Frage, Alter? Wie groß ist denn der Frust? Der Frust ist riesengroß. Jeder wird enttäuscht sein, weil jeder sich auch einen Arsch aufgerissen hat. Ja? Und natürlich sind das Leistungssportler. Klar wollen die Titel gewinnen. Wir haben seit Jahren im DFB-Pokal nichts mehr gerissen. Ist doch klar, dass da Frust da ist. Ja? So, alles andere wäre ja enttäuschend. Immer diese rhetorischen Fragen, Alter. Ausgeschieden ist. Ja, das ist. Okay, diese Frage kann ich beantworten. Also, es ist bitter für uns. Und nochmal, ich werde es auch nicht gut sprechen, aber meine Rolle ganz einfach ist morgen einfach Vollgas wieder diese Energie, diese Motivation hochbringen, weil wissen Sie, wie oft ich auch zu 10 gespielt habe in diese Spiele und ganz oft hast du nicht das Gefühl, dass du noch eine Chance hast. Natürlich, Bayern hat viele Spiele mit Qualität, manchmal haben die was gelöst, das andere nicht lösen können. Aber wenn die Energie bleibt, dann werden wir in Zukunft noch viel gewinnen. Aber leider dieses Pokal dieses Jahr nicht. Aber wir können immer gucken, eine Saison. Aber diese Mannschaft kann einfach weiter wachsen und dann bekommen wir unsere Momente. Rechts oben Archie Rintat für ESPN. Ja, ich fühle natürlich, ich weiß schon, worauf er hinaus will. Ich aber höre, die Mannschaft kann wachsen. Ich glaube, diese Mannschaft, oder sagen wir mal, die Hälfte dieser Mannschaft spielt auf jeden Fall am Limit. Ja. So die Goretzkas, Kimmis, Gnabrys, Komans, Müllers, Neuers, die spielen am Limit. Da ist nichts mehr, wo man sagt, da geht nochmal 10-15% drauf. Als mannschaftliche Leistung, ja, gehe ich mit, ne? Aber viele Spieler, muss man einfach sagen, sind am Limit. Ja. Viele Spieler natürlich auch nicht. So ein Michael, so ein Musiala, da geht mit Sicherheit noch was. Aber auch ein Harry Kane spielt am Limit. Ja, der kann nicht noch besser werden. Also. ESPN. Hi, Vincent. I've been told allowed one in English. Can you just talk me through what I imagine must be very mixed feelings, given that the team's gone out, but the performance and the way that the team connected with the fans today showed how proud they were of the team? Yeah, I mean, the biggest thing is, and I'm not saying it just because it's there, obviously, but to play against this Leverkusen team
with one man less, I mean, they're a strong team in possession, so they will find the free man. They will find ways to attack and create spaces. So I'm not saying everything was perfect, but the energy was there. And then it seemed that our fans just lived off that as well. Or whether I think it came from the fans or we gave it to the fans, there was a special evening in this stadium in terms of the atmosphere, but we lost. So the feelings will be disappointment at the end. But I don't think anyone will go home saying that they didn't experience a moment of togetherness. And we can build on that. Ja, wir können stolz sein auf die Mannschaft, Alter. Da müssen wir gar nicht schlecht reden. Ja. Ganz kurz, ich übersetze es mal frei Schnauze. Er hat halt gefragt, wie das Feeling ist, dass man halt ausgeschieden ist, aber ein gutes Spiel gemacht hat. Und man zusammen mit dem Stadion halt zusammen stark war, dass das Stadion die Mannschaft mitgenommen hat, die Mannschaft aber auch das Stadion. Und das ist auch, was ein Winnie sagt. Ja, das kann man mitnehmen, darauf kann man aufbauen. Ja, ändert natürlich nichts daran, dass man ausgeschieden ist, aber da gehe ich mit. Ja. Also wir können auf die Mannschaft stolz sein, wir können auch an jeden Einzelnen, der heute in der Süd war, so laut habe ich die schon lange nicht mehr gehört und hat auch den Rest des Stadions ein bisschen mitgenommen. Da gibt es nichts zu kritisieren. Heute können wir einzig und allein Manuel Neuer kritisieren. Ja? Und das muss man auch. Das muss man auch nicht schönreden. Weil nochmal, das ist einfach nur die Kirsche auf der Sahnetorte. Das war abzusehen, dass das passieren wird, diese Saison. Ja? Und das wird nicht das letzte Mal gewesen sein, dass sowas passiert. Ja? Dass er sich so einen Klopper reißt. Ob das dann immer irgendwie zum Ausscheiden führen wird, ist eine andere Geschichte. Aber wir haben immer auf den Opa drauf gekloppt. Ja? Oder viele Fans haben das getan. Dass er uns die letzten, davor das Jahr die Champions League gekostet hat durch seinen individuellen Fehler. Da muss man heute auch knall auf Manuel Neuer Tacheles reden können. Ja? Und ich weiß nicht, ob er das selber tut. Wahrscheinlich wieder nicht. Ja, wird er wahrscheinlich nicht die Eier zu haben, sich mal in der PK oder in einem Interview hinzustellen und zu sagen, Männer, mein Fehler, tut mir leid. Tut mir leid für die Fans, tut mir leid für die Mannschaft, war mein Fehler. Ich versuche es besser zu machen. Das wäre das, was ich von einem Kapitän dieser Mannschaft hören wollen würde. Wird mit Sicherheit nicht passieren, weil sein Ego so groß ist und er das gar nicht einsehen wird, dass das sein Fehler war. Ja. Und das Schlimme ist, es wird ihn in diesem Verein auch keiner sagen. Ja? Deswegen hat er ja immer noch diesen Irrglauben in seinem Schädel, dass er immer noch dieser geile Goalie ist, der vor seiner Verletzung noch war. Ja? Das ist er nicht mehr. Sorry. Ja? Aber in diesem Verein hat keiner die Eier, denen das mal klipp und klar zu sagen. Genau wie keiner die Eier hat, Thomas Müller zu sagen. Pass mal auf, Thomas, es ist vorbei. Ja? Und das muss man zu Manu sagen. Pass mal auf, Manu, es ist vorbei, Alter. Das ist dein letztes Jahr. Sieh zu, dass du vielleicht einen Daniel Peretz ein bisschen ranführst, dann lässt du noch hier ein Vermächtnis und kannst noch mit erhobenen Hauptes abtreten. Im schlimmsten Fall haut er nochmal einen Bock und wir fliegen im Champions League irgendein K.O.-Spiel raus und wieder ein Bock von Manuel Neuer. Ja, was ist das dann für ein Abgang? Ja? Und nach so einer überragenden Karriere bei uns. Ja? Das wäre traurig oder ist traurig. Genauso bei Thomas Müller. Beide Spieler haben einfach den Zeitpunkt verpasst. Und warum? Weil der Verein immer sagt, oh ja, ihr seid die Geilsten. Wenn ihr noch ein Jahr wollt, komm! Gönnt euch noch die 20 Mille. Ist auch egal, wenn ihr nur 3 Minuten spielt, alle 3 Spiele. Oder wenn ihr Böcke reißt und dadurch die Mannschaft ausscheidet. Ist doch scheißegal. Gönnt euch einfach noch. Hier vorne in der Mitte Florian Schiemark für Merkur und TZ Online. Auch eine Frage an Herr Kompany. Vor der Partie haben Sie gesagt, Sie gehen besonders mit großem Druck um. Haben Sie jetzt was, wie Sie mit großen Niederlagen umgehen? Wollen Sie da jetzt irgendwas, gibt es da eine besondere Reaktion von Ihnen oder wie? Ja, klar. Er läuft jetzt 3-mal nackt ums Lagerfeuer und schüttelt es ab. Gehen Sie damit um? Nein, von meinem Charakter, wie ich bin, mehr Gewinnen ist mehr Motivation, Verlieren ist mehr Motivation. Das ist einfach. Das Einzige, das sich ändert, ist, wenn ich verliere, muss ich sehr, sehr viel Fragen beantworten in diese PK. Und wenn wir gewinnen, ist es nach einer Frage vorbei. Aber ich kann damit um. Keine Frage an den Gewinner? Sie lachen selbst, Sie wissen. Keine Frage an den Gewinner? Kein Problem. Okay, Christian Kunz nochmal bitte.
sogar zweifangenden Gewinner. Sie haben eine sehr gute Bilanz gegen den FC Bayern. Wie bewerten Sie diese? Und was ist mit Patrick Schick gewesen heute? Ja, ich habe schon gesagt, dass man kann merken, die Energie von dieser FC Bayern. Wir haben bemerkt in Bundesliga und auch im Pokal. Aber hier für uns, ich bin sehr stolz auf die Mannschaft. Manchmal ist nicht wie zu gewinnen, ist zu gewinnen. Und heute das war unser Ziel, zu gewinnen, die nächste Runde zu erreichen. Ich habe alle Spiele von FC Bayern gesehen und sie destroy normalerweise die Gegner. So das ist nicht einfach zu halten und wir haben erwartet. Natürlich mit 10 Spielen es ist einfacher. Wir haben ein bisschen gewechselt in Halbzeit, ein bisschen mehr stabil zu sein, aber es ist egal, sie kommen sehr intens, in Druck, 1 gegen 1 Situation. Es ist egal, die letzte Linie 3 gegen 3. So ja, war hart für Spieler. Sie haben alle gegeben und leiden bis letzten Moment, aber wir haben unsere Ziele erreicht. Und Patrick, wir werden sehen, er hat gemerkt ein bisschen in die Wade. Und morgen hat er die Test und wir werden sehen, aber es sieht nicht gut aus gerade, aber wir müssen warten. Ja, hat er natürlich recht. Ne? Am Ende des Tages geht es nicht darum, wie du das Spiel gewinnst, es ist ein Pokalspiel. Da geht es nur darum, dass du weiterkommst. Eine letzte, vielleicht Archie nochmal once again. Ja. Die Fotos raus. Vincent, just wondering, is there anything you think that the players will learn or take away from this experience tonight? Ja, was willst du da lernen, Alter? Sollte Manuel Neuer lernen, bessere Entscheidungen zu treffen. Ansonsten kannst du dieser Mannschaft nichts vorwerfen, Alter. Was wollen wir lernen? Wir haben alles versucht. Ja? Wir haben ohne Stürmer gespielt. Der ist uns heute abgegangen gegen super stark defensives Leverkusen. Ja? Das muss man mal sagen. It's the first time we play with 10 men, so for all I think it's 20 games, our disciplinary record has been good. And until this game, I didn't know what it's going to look like with 10 men. It's not, you have ideas, of course, but it's not like we train every day with 10 men to see, just in case. So in a moment like this, what I learn about the team is if you can do it with 10 men against Leverkusen, you can do it against anyone in the league. So the team has to keep believing that no matter what, they can find a way to win games. But like I said, I think today, compliment to Leverkusen, to the opponent, and we're not going to have a great night of sleep tonight, and then tomorrow it'll be full focus on the next game and building up again that energy for the next game. Okay, vielen Dank allen. Guten Nachhauseweg. Okay. Danke, bis zum nächsten Mal. Danke. Hovi. Ja. Leute, was sollen wir sagen? Ja. Wir haben ein gutes Spiel gemacht. Mit 10 Mann gegen Leverkusen, wie es Mini gerade nochmal gesagt hat, rausgestrichen hat. Wenn du gegen Leverkusen mit 10 Mann so dagegenhalten kannst, kannst du gegen jeden Gegner mit 10 Mann dagegenhalten. Das können wir als Learning mitnehmen. Das Spielglück hat uns heute einfach ein bisschen gefehlt, das muss man sagen. Ja, und wie gesagt, Manuel Neuer hat uns mit Sicherheit keinen Gefallen getan mit der Geschichte. Und das ist die Geschichte des Pokal aus. Kurz und schmerzlos. Ja. Und damit Haken dran, wir sind ausgeschieden, Feierabend. Blick geht jetzt auf Heidenheim, geht in die Bundesliga. Wir sind 4 Punkte vor Frankfurt. Das gilt es in die Winterpause mitzunehmen. Ja? Oder im besten Fall auszubauen. Also, in diesem Sinne, rot-weiße Grüße gehen raus, haut rein, bis dann. Tschüssi. Vielen lieben Dank für euren Support hier auf dem Kanal. Und in diesem Sinne, gute Freunde kann niemand trennen.